Ein herzliches Willkommen zurück, Leute, hier zu Shadows of Valencia. Wir machen direkt weiter mit Celikas Truppe. Wir haben ganz kurz nachgeguckt, wegen Celica und ihren Freunden, während wir zaubern, die sie lernen können. Also Celica lernt auf Level 15 Excalibur, was ich natürlich unbedingt beibringen möchte. Level 20 wird sogar Ragnarök lernen. Ja, wenn das noch so krass ist wie in anderen Fire Emblem Spielen, dann gute Nacht. Mei lernt offenbar nichts mehr, sie können ruhig entwickeln. Also, als Magierin nichts mehr, war. Ginny, wie war das mit ihr? Sie hat Ächtung gelernt, das war der letzte. Also kann ich sie auch entwickeln. Dann haben wir hier Sonja. Sonja lernt noch eigentlich nichts mehr. Die hat nur ihre 3 Zauber, Feuer, Donner, Excalibur, mehr lernt sie nicht. Als Magierin, ja, wohlgemerkt. So, und ja, kann man sagen. Also, ja, Bowie, war. Bowie ist ja auch wieder so. Bowie lernt Level 12 Sagittae, was auch immer das für ein Zauber sein soll. Ich glaube, den gleichen, den ich da bei Cliff vergessen habe zu lernen, sprich, weil Cliff halt so früh entwickelt habe. Und Level 18 würde er Excalibur lernen. Dann könnte ich ihn eventuell brauchen für den Angriff, aber guckt mal, die Scheißwerte für Level 9. Im Vergleich mit Sonja. Alter, Bowie, geh zurück in die Schule, ganz ehrlich. Mir scheißegal, mache hier oben weiter. Okay. Keine große Story oder so etwas. Nö, alles scheißegal. Okay, hier ist ein Heilfeld. Die Gegner. Oh nein, da ist so einer. Oh, er wird am liebsten Delta-Attacke vorschicken und tschüss. Das ist ganz so meine spontane Idee, wo ich sagen würde, yo, das ist eine Strategie, die funktionieren müsste. Naja. Okay. Seb und Valber gehen nach vorne. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Strategie. Dann ihr bleibt wie immer hier hinten. Dann habe ich hier noch meine Magier-Einheit. Ich würde eigentlich lieber Mei vorne schicken, obwohl Sonne ein bisschen mehr Verteidigung. Ja, gut. Machen wir so und hoffen aufs Beste. Wohlgemerkt, momentan ist nur einer, wa? Also bitte echt versucht einfach reinzufliegen und den Platz zu machen. At your service. I can handle this. Dann sagt Ginny im Base sogar hier, weil sie natürlich hier wegen ihrer weißen Magie nicht anrufen, sondern den Rest davon gut was machen kann. Sie geht natürlich, ja, das ist die Erholung, da bringt hier hinten nichts. Also der Rest muss nach vorne. You want it, you got it. Ja, das will doch hoffen. So, dann... Jetzt bin ich mal gespannt. Was macht der Typ? Was sind die Schrecken, die die Nacht umflattern? Die kriegen Angriffsreichweite, wa? Ja, da fragen wir halt auch mit diesen Schrecken. Ich meine, die können uns nichts. Ich riskier's mal, wa? Ich schicke die 3 Geflügelten nach vorne und guck mal, was der da für ein Damage macht. Währenddessen marschiert ihr so schnell es geht nach vorne. Wobei, also wenn das echt nur einer ist und der halt die ganzen scheiß Truppen ruft, dann könnte das doch relativ schnell vorbei sein. So, dass ich keinen Teleport hier habe. Das ist echt so doof. Da kommt eh noch vorbei. Also eh nicht vorbei, eh nicht so weit, würde ich eigentlich sagen. Kann ich mit Lin also auch vergessen. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommt der selber? Nö, er kommt gar nicht. Okay, das macht's natürlich um einiges geiler. Ernsthaft? Dann mal Kumpel, müssen wir gerade hier verarschen. Was ist das? Ja, da kann sie alle schön trainieren. Toll. Hä? That didn't take long.
Verwirrung? Was war das? Was war das für ein Kapitel? Ja, Kapitel, die Reise, sag immer Kapitel, was war das für ein Kampf? Ich verstehe es nicht. Das war ja gar nichts. Das war ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was es war, aber es war nix. So, hier sind 10 kommen mit, das ist sowieso vernünftig, weil Ethel sowieso ein bisschen zerbrechlich, die will ich sowieso nicht dabei haben. Ja, wäre natürlich mit der Delta-Attacke sehr episch gewesen, aber leider waren da eben die paar Typen im Weg. Generell kann ich sagen, mit... Strange place. Clean, but in the sort of way that comes from being devoid of all life. Hostile to it. That sound in the distance. Waves against a shore? I remember as a child hearing it said that somewhere in Zofia, a sea spans the gap between the living world and the dead. Ja, sehr interessant, CDK. Was ich gerade sagen wollte, ja, also mein Typ nimmt die 3 Pegasus-Ritterinnen mit und das war's. Hier gibt's nichts zu tun. Voll hinten rein. Wie bereits erwähnt, Celica sollte sich noch entwickeln, deswegen gehe ich hier voll auf die Vollen. Also entwickeln, bevor sie... Ja, weiß nicht, wobei Level 15, sollte sie eigentlich bis zum nächsten Part schon erreicht haben. Mehr aber gesagt auch nichts mehr, war. Ja, ich glaube, das war irgendwie so. Oh! Komm, ich treffe sowieso nichts. Was? Ja, so geht's natürlich auch. Alter, irgendwie per Zufallsprinzip oder was? Du kannst versuchen. Wo die dritte Delta-Attacke? Sie ist zu weit weg. Scheiße. Yep, sie ist zu weit weg. Das wird nix. Sonne ist auch zu weit weg für den magischen Angriff. Er hat nur Kriegerschwert. Das heißt, das muss Mei erledigen. Donner und tschüss. Jo, Ächtung, eine interessante Fähigkeit. Miller has seen us through safely. Wobei das mit Celica war, dachte ja von wegen, dass sie und Alm sich irgendwie beim Ende von Akt 3 entwickeln würden. Wäre das mal so meine Theorie gewesen. Bei Celica wohl eher wegen, ja, eine Göttin Mina und so war. Wo sie unbedingt hin wollte, deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Tempel dann, dass es doch etwas, ja, ein Ort ist, wo sich halt entwickeln wird. Aber bei Alm war es jetzt nicht so. Okay. Kein Problem. Kriegen wir hin. Delta-Attacke vorbereiten. Alle in Position. Die Magier sowieso. Ein bisschen Ächtung kann nicht schaden. Alter, der Radius. Ich habe das Gefühl, die Ächtung wird mir noch sehr oft große Hilfe leisten. So, eh keine Chance. Dann wollen wir doch mal, wa? Tschüss, Mann! Alter, wie krass ist das bitte? Okay, Freunde, Triangelattacke. Also natürlich noch nicht jetzt. Erstmal normales Level Up. Sehr gut. Dann kriegst du noch eins. Natürlich Triangelattacke. Die Triangelattacke jetzt ein bisschen unnötig ist, vor allem noch 10 KP. Ah komm, was soll's. Hey, sie ist episch und so.
Tschüss. Völlig überflüssig, aber sie ist so geil. Look at you. So, mit dem Rionchen noch voll reinhauen. So, Jessie vielleicht noch ein bisschen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Für sie reicht es dann nicht mehr. Shit happens. Da muss ich noch sagen, Celica, mach Feierabend. So, so. Ja, doch, komm. Da haben wir eine Truhe mit was genau drin? Ein Hadesapfel. Okay. Was bringt mir das? Ah, wir werden es noch früh genug rausfinden. Der Drachenschrein. Warum Drachenschrein? Da muss irgendwie eine tiefe Bedeutung haben. Okay. Ich gehe mal wieder raus. Das war die Weggabelung, genau. Da rechts ging es nicht weiter. Hier geht's... das ist die Frage. Wo geht's hier hin? Hier bin ich bereits hier, aber hier ist auch schon fertig. Hier gibt es sonst nichts mehr. Interessant. Erstmal mit S kurz quatschen. Thanks so much for saving me, Celica. I really thought I was gonna be worms food there for a bit. I mean, I've been through my share of tight scrapes on the battlefield. But I always had my sisters with me. So no matter how bad it got, I knew it would all work out. But this time it was just me, and it was incredibly scary. It really made me realize how much I lean on my sisters. Ja, aber auch zu Recht, oder? Ich meine, zum Glück, oder wie soll ich das genau beschreiben, wa? Midas Macht im Drachenschrein. So, genug davon. Es wird Zeit für eine neue Klasse. Erstmal für Saber. Er wird zum Dunkelkrieg. Alter, wegen +2. Also, er wird zum neuen Grief. Einer mit physischen Können und hoher magischer Resistenz. Alter. Was? Ja, guck mal. Resistenz ist eigentlich nur 6, aber irgendwie, weil er nachher Talisman und generell Dunkelkrieger ist, nochmal plus. Oh, Alter. 12 Verteidigung und 11 Resistenz. Was ist Saber für eine Bestie? Ey, ich freue mich jetzt schon so auf den Tag, wo wir unsere Teams kombinieren werden. Weil vor allem bei den Pegasus-Rittern jetzt ein bisschen eng war, wenn wir 4 haben. Weil Claire muss eigentlich schon dabei sein. Dann verlassen wir mich noch auf die Trial-Delta-Attacke, oder? Ich glaube, bis dahin ist noch weit weg, war. Ist noch ein weiter Weg bis dahin. Glaube zumindest. Halbiert erlittenen Schaden durch Magie, das auch noch. Alter, er hat schon +5 Resistenz und dann kriegt er nur noch den Hälfte magischen Schaden ab. Das ist übel. Das ist verdammt übel. Priesterin. Okay, sie wird zu Celica. Sie kann ein Schwert führen. Besser, was irgendwie magisches Schwert war. Dienerin der Göttlichen geübt mit Klinge und Magie. Feuer, Donner, Seraphim, Aura, Erholung, Gesundung. Erholung ist neu. Geil, jetzt kann Erholung einsetzen. Okay, Milla. I'm trusting you here. Na, hoffentlich auch. Wer neue Magie lernt, Erholung. Ich kann noch ein bisschen hinter dem Engelsring, wa? Könnt ihr natürlich auch Sonja geben. Den Fugue-Schild. Vielleicht Saber. Mit noch ein bisschen mehr Power drauf. Hat er sogar irgendwie 7 Resistenz plus, also sprich 13 Resistenz, 14 Verteidigung. Aber nee, ich brauche Kriegerschwert. Ich brauche jemanden, der da volle Power drauf hat. Das ist schon wichtig. Der Engelsring passt irgendwie auch noch gut zu ihr. Die haben schwer momentan aber eigentlich nur den Golddolch. Und, könnte man zwar machen. Da vielleicht ihr wieder zurückgeben, Catchwheel, die sie vorher hatte.
Ich mache hier irgendwie mit 3 Stallern zum Schluss sogar, aber na gut, ich meine, jetzt habe ich schon einen langen Speer. Jesse natürlich auch ein Stahlschwert nach abgegradet. Ja, ich muss gucken. Vielleicht lasse ich einfach mal so auf ja, Magie halt und Schwer greift es ja physisch an, oder? Dann habe ich halt für andere Magie habe ich halt einen physischen Angriff. Halt ohne irgendwie ein Schwert oder so etwas. Ich sehe es ja bald. Vielleicht jetzt hier bald noch ein magisches Schwert, so wie ein Donnerschwert oder so, das Grey ja auch schon hat. Eine reine Might. Wendet kraftvolle Heilmagie an. Ach du Scheiße, was kriegen die also dazu? Seraphim lernt sie. Na, endlich mal. Heilig, was ist denn das? Stellt bei benachbarten Einheiten sogar der 5 KP daher. War nicht schlecht. KP plus 11. Wow, alles plus, wie geil. Ja, aber so wie es aussieht, war es das auch für Ginny. Sie lernt sonst nichts mehr, gemäß meiner Liste. Aber man muss zugeben, ihre Liste ist schon ziemlich voll hier. Alter, plus 11 KP. Heillicht, Absolution. Ah, guck mal die Liste an. Hey, Alter, wie voll die bereits ist. Gesund, woher kommt das eigentlich schon wieder? Egal, genau, das war das. Achso, also bei ihr braucht den Sakralring gar nicht mehr, weil das war ja wegen der Gesundung. Können sie vielleicht tauschen, wa? Obwohl ein Sakralring eigentlich nur Gesundung bringt. Ja, und das hat sie jetzt offenbar von Natur aus. Okay, schauen wir nachher an, Leute. Aber ja, sie lernen sonst keinen Zauber mehr, wobei man sagen muss, mit Erholung, Purgativ, Ächtung, Anrufung, Seraphim, Nosferatu hat sie schon verdammt viel auf dem Petto. Falkenritter. Äußerst effektiv gegen Schrecken, das auch noch. Ja, dann noch Ächtung drauf, krass. Unsere Truppen werden viel zu stark. Ich glaube, das muss man so sagen, wa? Die werden, glaube ich, echt ein bisschen zu stark hier. So, Ächtung kennen wir bereits. Das war ja das, was Claire auch hatte. Erhöht Angriff um 10 im Kampf gegen Schrecken. Genau, was war das hier? Oh, scheiße, natürlich. Nein! Verdammt! Atlas kann sich auch entwickeln, aber ich habe ihn nicht mitgenommen. Weil ich doof bin. Super. So, jetzt Myrmidonen ist nicht gerade viel aussagend. Wir hatten bereits einen mit unserem guten Saber. Jetzt kriegen wir noch einen. Oder was, Grey? Ne, ich glaube, es sind beides gleich, oder? My body is your plaything. Krass. Echt krass. Sein und habe ich auch noch ein bisschen was, Erinnerungen und so weiter. Ne, nichts Neues. Okay, dann sowieso beide gleichen. Stimmt, ich glaube, das war irgendwie sogar so. Okay, Menü. Jetzt muss ich echt mal ein bisschen gucken, Leute. Wenn ich eher einen Sakralring wegnehme. Ach so. Negiert erlittenen Schaden durch Gelände. Okay. Bei benachbarten Einheiten. Ich weiß nicht, was benachbart bedeutet. Das ist also ein bisschen das Problem gerade. Wenn ich hier jetzt einen Ring wieder mitgebe, den ich gerade abgelegt habe, Sakralring. Hat mir ja auch plus 20 Glück drauf, aber dass hier sowieso jetzt mehr in Angriff geht. Vielleicht braucht Jenny mehr Glück, wa? Obwohl mit dem ganzen. Ja, ich weiß, es hat auch ein bisschen Pech und so mit ihr. Letzten Zeit, aber generell auch mit der Anrufung, so braucht sie doch kein Glück. Sie zum Quitten halt eher.
Weil Glück ja auch den gegnerischen Crit-Chance ein bisschen vermindert. Und deswegen natürlich im Angriff sehr, sehr stark wäre. Kommt Zeit, kommt Rat, war. Alter, wie Saber jetzt aussieht. Echt krasses Team. Echt ganz krass. Muss man also sagen. So Leute, was machen wir jetzt? Wir wollen noch ein bisschen weiter in den Tempel reingehen. Danach will ich noch mal ganz kurz rausgehen, nach Atlas mitnehmen, wieder reingehen, ihn entwickeln und dann gucken wir weiter. Ist mal. Oh, tschüss! Hier ist ja noch eine Truhe. Eine Eisenlanze. Die wird wohl kaum stärker sein als so eine Stahllanze. Will mich jetzt aber stark wundern. Ich habe jetzt eine Eisenlanze. Hä? Das ist so schwach ist eigentlich? Nee. Muss mich gerade echt fragen, was soll das eigentlich? So, schön abgehauen, so wie es gehört. Ich weiß, da war noch einer, oder das normaler? Lohnt sich erst recht nicht, gegen den anzutreten. Was war denn hier noch so Schönes? Toll. Da waren diese stärkeren, die eigentlich nicht. Jo! Ready for anything. Selika macht das schon. I'm at the top of my game. Wir können mal ein bisschen testen und so. Den Rest rein noch ein bisschen zurücknehmen. Ne? Die so, Unstoppable. ja, die sind bereits quasi entwickelt und so, reicht eigentlich. Leave them to me. You want Noch ein it? bisschen Gequatsche. Warum auch nicht? Hey again, Saber. So, have you thought about what you're going to do once this job's over? Of course I have. I'll just pick up and go looking for the next one. Yeah? Seems like kind of a waste if you ask me. Celica's the type who'd find you a good post once she's in charge, you know. Do I seem like some kind of royal court kiss-up to you? I just hope she don't make the world too peaceful and put me out of work. Huh. That's, quite a thing to hope for. Ja, schon, wa? I can Irgendwie handle zumindest. this. So, er sollte auch trainiert werden. Vor allem es kommt natürlich ein bisschen, eigentlich ein bisschen schwach daher, aber nee, stimmt gar nicht. Niedrigen Level zwar, aber nicht unbedingt schwach, im Gegenteil. Alter, Selika, sie kennt keine Gnade. Oof, hurry and heal that. Starre, ah. Bewegen geht nicht mehr. Oh, kommt schon mal eine erhöhte Crit-Chance. Jo, dafür sie normal angreift, haut sie ziemlich rein. Aber natürlich ist ihre Magie unfehlbar. Okay. Aha. Stimmt ja eigentlich, Drängenattacke und so, wa? Alter! Wäre auch eine Option, war. Ne, muss ja einkreisen und so, oder? War das nicht so? Einkreisen Gegner? Dann Schwestern zusammen ausgeführt. Wird es auch so gehen, wenn ich jetzt hier angreife und die anderen dann da hinten und so? Ne, klappt nicht, oder? Toll, wie sie einfach drauf geht. I'm ready to roll. Das kann doch nicht wahr sein, nein, Seraphim. Schwarze Magie, Seraphim. Jetzt trifft sie auch mal. Lustig war. Normal. So. Mit Delta-Attacke im Arsch.
must heal yourself. Must heal yourself, wenn es gehen würde. Sie kann sich nicht selbst heilen, das geht nicht. I did pretty good, right? Ja, so schlecht war sie nicht. Muss ich ja mal neidlos anerkennen. So. Ja, alles kaputt machen. Yeah. Ach ja, zum Glück ist es wieder mal ein Fire Emblem Spiel, wo die Waffen nicht kaputt gehen können. Gut, ich meine Fates and Awakening, ja, also vor allem Fates, ja. War natürlich einerseits schon eine coole Neuerung, andererseits auch darauf verzichten können, insofern. Warum eigentlich nicht, wa? Bin mal gegen Nekodrachen. Alter! Sind ein bisschen viele, oder? Also, ich würde mal sagen, ja, es sind ein bisschen viele. Ich gehe gleich mal auch zwar nach vorne. I'll handle this. I'm ready for anything. Du hast ein tolles Schwert noch. I'm unstoppable. Alter, wie weit die kommen. Handle this. At your service. I'm ready to roll. Ich würde sagen, ich fange die hier noch ein bisschen ab, wa? Ächtung, gab es auch bei denen? Wäre natürlich krass. Wobei ich eigentlich die Erfahrungspunkte haben will. Nice to have dependable allies. I'm at the top of my game. Alter, gegen Nekodrachen hat es meines Part ziehen, wa? Scheint aber durchaus möglich zu sein. Okay, ich würde mal behaupten, ich brauche hier alle für einen Angriff. Also für einen erfolgreichen Angriff vor allem. Obwohl ich da schon mal nicht viel machen kann. Ich hoffe mal aus Sebers hoher Crit-Chance. Und hoffe vergebens. Super. Die sind zu weit unten. Da kann ich jetzt sowieso gar nichts machen. Hoher Crit-Chance. Dankeschön. Vielen Dank an die hohe Crit-Chance. So, ich habe eben noch Jenny mit ihren Anrufen, kann ich immer noch machen. Oder nochmals vor allem. Schwarze Magie, Seraphim und Tschüss. Seraphim und fast Tschüss. My skill. Sehr gut, jetzt lernen sie noch Excalibur. So, kriegt sie nicht hin. Leider nicht. Du kannst hier aus der Entfernung angreifen. Dank dem Langspeer. Ich muss den da oben in die Plaque kriegen, wenn ich es so versuchen will. Bringt nicht gerade so viele Erfahrungspunkte, wie ich irgendwie gehofft hatte. Sie kann es plötzlich. Ich nehme an, es liegt in ihrem Schreckenbonus. In ihrem schrecklichen Bonus. Jo. Definitiv der schreckliche Bonus. You want it? You got it. Wir werden zwar hier oben versuchen, wir dann noch viel bringen. Kannst einfach mal hinstellen zum Ablocken, war, obwohl sie mehr Verteidigung. So. Macht er nichts mehr. Bisschen Seraphim gefälligst. Verdammt. Was mache ich eigentlich hier? Hier sterbe ich erstmal, obwohl.
Wenn er mich angreifen will, dann muss er ja frontal kommen und greift sowieso mit Seraphim wieder an. Ich hoffe zumindest. Wie, jetzt kommt der andere Move. Es war der andere Move, aber trotzdem gereicht. Gott sei Dank. So will man behaupten, Triangel-Attacke, wa? I'll take care of it. Ein bisschen Triangeln. Das kann doch gar nicht schaden. Bringt es überhaupt etwas? In der Verfassung vor allem? Jo, es bringt's. Er hatte vielleicht wegen der echten Mund, ob das kombiniert wird. So, wir haben ein paar Nekodrachen platt gemacht. Geil. Hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Aber ey. Das muss ja etwas Krasses sein, dass ich sogar ein paar Nekodrachen platt machen musste. Ja, ich würde sagen, der Ausflug hat sich gelohnt hierhin. Zahnrädchen, ah cool. Korallenring, was bringt der? Wenn ich mal fragen darf, vor allem bei Jenny, weil ich mit dem Sakralring nicht mehr so zufrieden bin. Okay. Wenn ich aber sage, ich behalte bei ihr mal... Wer braucht viel Resistenz, beziehungsweise wer hat schon viel Resistenz? Ich überlege gerade, ob ich den rüberschicken soll zu allem und dann den DL4 geben soll, weil die hat eh schon so verdammt viel Resistenz, nachher... Ja, jetzt noch viel mehr. Wenn ich es... Ja, natürlich kann ich es Jenny geben, nachher hat sie halt keinen eigenen Heal mehr. Weil Heillicht heilt ja nur... Obwohl, ich kann es mal testen, weil ich habe das Gefühl, dass Heillicht trotzdem heilt. Also, Heillicht heilt ja, wie wir vorhin gelesen haben, heilt sie eigentlich nur andere und nicht sie selbst. Aber wenn wir ein bisschen Glück haben, dann heilt es trotzdem sie noch und das ist auch ein bisschen Übersetzungsfehler. Das denn trotzdem. Okay, ist auch ein Kombinationsring, Korallenring und so. Ja, aber sogar 19 Resistenz ist natürlich sehr, sehr geil. Das nehme ich gerne. So, Part ist aber ein bisschen länger, ist aber scheißegal. Wie gesagt, will ich das hier eigentlich beenden in dieser Folge noch. Was kann ich hier machen? Der Wiederbelebung. Das gibt's hier. Krass. Okay, nee, ich lasse mal noch. Weil ich habe die Truppen dabei, die ich haben will. Und sollte mal einer von uns in... Es kann ja mal sein, dass ein Kapitel kommt. Das ist so extrem schwer, dass ich alle Zahnrädchen aufbrauche. Und trotzdem geht jemand hops und dann kann ich es dort einsetzen. Also dann wieder zurückgehen, Wiederbelebungswasser trinken und so. Ist doch geil, wa? Aber bis dahin brauche ich eigentlich nichts Neues mehr. Das heißt, für uns, ich gehe jetzt wieder raus hier aus dem Drachenschrein. Fürs Erste. Gehe gleich wieder zurück. Mit Atlas natürlich mache ich alles noch in dieser Folge, keine Sorge. Und dann nächsten Part haben wir bereits Part Nummer 50. Krass, das denn bitte? Oh, Scheiße. Wurde das eigentlich nicht? Ja, zurückziehen die erste. Ja, komm. Lohnt sich nicht. Nee, so, weil zurückziehen kann ich irgendwie ab Part. War das schon wieder? Ab Zug 3 oder so. So kann man sie auch machen. Ihren Schwestern quatschen. Sie haben genug auf die Delta-Attacke eingesetzt. Wie schön. Danke, Sebo. Perfekt vorgeschwächt. Und tschüss. Für die kleine Est. Bin ja noch voll reingeratscht, hey. Reingelatscht. Also schnell raus hier. Dann Atlas entwickeln. Und nächste Folge will ich dann eigentlich gucken. Vielleicht habe ich ein Glück und bin tough genug und so. Und dann können wir endlich Akt 3 abschließen.
Ist halt die Frage, geht so schnell, weil mein Finale bei Almsroute mit Akt 3 hatte ich ein bisschen Glück auch, wegen Bezwinger und so, deswegen ist es relativ schnell dort. Und nachher Fulgar, ob es hier auch so sein wird, das ist eine gute Frage. So, nochmal reingehen. Anordnung, ja, das muss mitkommen. So, keine Sorge, geht schnell, weil ich muss nur einmal durch. So, jeweils voll durch die Mitte, deswegen sollte das doch relativ schnell gehen. Ja, direkt hier. Wenn es immer so schnell gehen würde, wa? So. Problem ist natürlich bei ihm, was kann ich machen, wa? Weil er hat sowieso nicht viel Glück. Geschwindigkeit wird ein bisschen höher gehen. Söldner, ja, auch Geschwindigkeit und Fähigkeit wird hochgehen, aber ich habe eigentlich doch schon genug. Problem ist, wenn ich so das Schütze mache, kann dann den Stahlbogen gehen, aber seht ihr mal seine Werte. Werden natürlich nachher wieder Level 1, ja, schon klar. Aber Angriff 14, der Rest ihm noch so niedrig, kann ich als Schütze nicht viel mit ihm machen. Söldner wäre eine Option, dann kriege Fähigkeit plus 5, Geschwindigkeit plus 6. Das heißt, er hätte insgesamt 14 Angriff, 13 Fähigkeit und 16 Geschwindigkeit. Und das Söldner für Level 1, das heißt, das kann man sehr, sehr gut gebrauchen, vor allem mit dem Schattenschwert noch. Aber wie bereits erwähnt, ich habe schon genug Söldner. Ja, die diese Klasse gehen auch mit Jesse und so. Deswegen will ich das machen. Ich sage, nee, ich mache zum Schützen. Ich weiß, es ist eigentlich unvernünftig, aber vielleicht wird er besser als Lien und ich kann doch ein bisschen einsetzen, weil, ja, Selikas Route, ich vermisse hier einen guten Schützen. Bei allem habe ich ja Tobin in der Truppe, aber hier bei Selika, irgendwie steht es mir ein bisschen, das Optische. Wir müssen schauen, Leute. Da müssen wir jetzt echt mal schauen. Schattenschwert natürlich jetzt futsch. Das, also futsch, kann ich verwenden. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Kann ich ihm mal einen Stahlbogen geben. Ich sag's mal so, wenn er dafür trifft. Ich meine, Level 1 Schütze mit 17 Angriff, das kann es auch sehen lassen. Aber der Rest ist so bescheuert bei ihm und nochmal ein Söldner, wo ich doch schon Saber jetzt schon so gut trainiert habe. Jetzt kommt Chase noch dazu, der es auch nicht so schlecht macht. Also, ja, Armee und das Schattenschwert, wa? Wunschendes Schwert. Gewicht 5, da heißt er nachher noch 8 Speed. Glück plötzlich 0, wa? Das ist auch mal etwas, wa? Zuerst hat sie voll viel Speed, nachher hat sie gar kein Speed mehr. Das Schattenschwert kann ich hier vergessen. Alle brauchen Speed, kann irgendwie das gut gebrauchen und so vielleicht für Jesse wäre es noch eine Option, aber ganz ehrlich. Ich frage mich, das Schattenschwert bekommt man ja relativ früh ein, also relativ früh, klar in Akt Nummer 3. Und auf den ersten Blick sieht schon nach einer angriffsmäßig starken Waffe aus, aber die Fähigkeiten halt oder die Nebenwirkungen sind halt doch gravierend und da fragt man sich halt so, was kann man aus der Waffe rausholen? Und das ist irgendwie für mich noch nicht so ganz ersichtlich. Was kann ich aus der Waffe rausholen? Oh, ne, ernsthaft. Okay, Freunde, das machen im nächsten Part offscreen, weil es mir zu doof. Dass man jetzt der hier echt in die Quere kommt. Ja. Jesse wieder zurück. Das war eigentlich so. Wie viel ist jetzt der Speed Drop? Warte mal ganz kurz. Der Speed Drop mit dem Schattenschwert. Es ist ja Gewicht 5. Er hatte vorhin nicht so viel Glück, also spielt jetzt da nicht so eine Rolle. Jetzt hat er natürlich 13 Angriff mehr, Lebensraum Bann noch drauf, jetzt hat er 9 Speed, damit kann er eigentlich auch schon relativ viel doppeln. Also viel, ein bisschen was, war vielleicht das meiste, oder nur wenig. Ich würde sagen, ich teste es mal aus, Leute, und dann gucken wir mal, ob ich wieder das Stahlschwert gebe und mit dem Schattenschwert ein bisschen weitermache. Es hat plus 13 Angriff sogar, das ist natürlich schon heavy. Aber ja, wenn es halt nichts bringt, dann bringt es nichts. Egal, wie dem auch sein, aber vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Nächster Part bereits erwähnt, der wird bereits Platz sein, dann stehe ich dementsprechend hier. Wir gehen direkt hier hoch und gucken mal, was es noch zu tun gibt hier.
in der hoffentlich letzten Mission für Akt Nummer 3, weil das dauert und dauert. Naja, bis dahin, ciao zusammen.